Mein Name ist Malu Wagner und ich arbeite 31 Jahre am LTPS, dem Lycée für Gesundheitsberufe. Ich habe studiert zu Brüssel, infirmière graduée, habe dann nach einem Jahr Stage hier zu Lützeburg gemacht. Und für mich war es sehr klar, dass ich an den LTPS arbeiten kommen, für den Jungen meine Lust Beruf weiterzugehen. Und ich muss sagen, dass ich nach heute immens viel Wert darauf lege, für ihnen ein Bagage mitzugehen, für einen Beruf schaffen zu gehen, wo sie immens viele Herausforderungen alltags müssen meistern. Und während meiner Kuren, an der müssen sie da ganz viel kriegen, über Pathologie, Hygiene, Legislation, professionell, besonders auch Soinskuren und Kommunikationskuren. Diese müssen sich mal vielleicht lehren, da müssen sich die Kuren uneignen und da müssen sie nachher noch an ihre Stagen den Zusammenhang zwischen der Theorie, den sie gekriegt haben, der Schule, mitholen und die klinischen Situationen können anwenden. Und das ist gar nicht so einfach. Daneben machen die Jungen, weil die Formation, die dauert 4 Jahre, auch persönliche Prozesse mit. Und auch der kommunikative Volley spielt eine immens große Rolle. Das ist wichtig, dass sie Patienten, die krank sind, die an einer Krise sind, dass die mit einer gewissen Sensibilität begegnen, respektvoll, wertschätzend umgehen. Und auf der anderen Seite, dass sie aber auch ihre eigenen Emotionen können am Griff halten. Das sind all ganz große Herausforderungen, denen sie sich alltag stellen. Und da geht es finalement auch darum, eine professionelle Haltung zu kriegen. Ich meine, am Spital begegnen den ganz komplexe Situationen, ethischen Dilemmen, wo muss Überlegungen machen, an einer Equipe, an auch Decisionen können holen, an einem multidisziplinären Team. Das alles probieren wir an den 4 Jahren den Studenten beizubringen. Graf gesehen, den ganzen Enseignement kann in 4 große Etappen gesehen. Erstens mal kriegen Schüler theoretisch Kuren, die sie dann später am Laboratoire können und Mannequin oder auch mal sich selber ausüben. Ich meine, da gehen Techniken geübt, wie Verbände machen, wie Spritzen üben, mir aber auch Soin de base, das heißt, wie Wäschen gehen, ganz delikat, wie gehen ich engem Ziersen, wie machen wieseln ich engem sing Urinsond. Das heißt, da gehen eng ganz rutsch, technisch, Techniken können sie da üben. Und dann die nächste Etappe, die dritte Etappe, das ist die Etappe von Simulationsseancen. Simulationsseancen, da legen wir immens viel Wert drauf, weil die Schüler dort die Möglichkeit haben, Situationen, die sie ganz häufig am Alltag begegnen, notzustellen, wo man dann auch auf Schauspieler zurückgreifen, für dass die Schauspieler, die Schüler herno eine Rückmeldung geben. Und das ist ja rar am Spital, dass sie eine professionelle Rückmeldung haben. Die Simulationen, die haben außerdem sind als ganz wertvoll, weil die Schüler gar nicht keine Not kriegen. Das heißt, das Ganze lebt an einem wertneutralen Kader auf, wo Schütverein wertschätzend und respektvoll mit ihnen umgeht, aber wo man an einem Nogespräch über die Situationen schwätzen. Es geht aber auch an den Seancen von der Simulation kein gut und kein schlecht, mir geht darum, was also gut gelaufen, wie könnte ich verschiedene Aspekte von dem Szenario anders uppacken, an die Richesse von den Aussagen von den Schülern, von uns, von den Schauspielern, möchte, dass die Schüler immens viel beilehren. Und finalement sind sie besser präpariert, auf alltägliche Situationen, die sie späterhin an ihrem Alltag werden begegnen. Und notamment, was am Labor nicht möglich ist,
das den Kommunikation, den Umgang mit den Patienten, das können sie hai als Simulationsseancen durch Schauspieler einfach nach ein Kehr überdenken. Es kann ihn aber auch an Simulationsseancen Urgenzsituationen durchstellen. Da greifen wir dann auf höchst technologisiert Mannequin zurück. Und da geht es darum, natürlich für Gesten sicher können zu maîtrisieren, für dann her nur auch die Sicherheit vom Patienten mit zu garantieren. Und dann die vierte Etappe, die nur den Simulationen können, das ist natürlich Stagen am Spital. Und da gehen sie ganz viel unterschiedliche Stagen. Das geht an Medizin, Chirurgie. Sie können auch an Kleinstage gehen, Pädiatrie, Soins à domicile. Je überall Stagen, wo sie herno auch können schaffen gehen. Weil das ist ja die Richesse vom Beruf, das ist so vielfältig. Da können sie sich schlussendlich noch spezialisieren. Und das ist ganz flott. Und auch, wenn sie an der Stage sind, da begleiten wir sie auch an neben den Equipen. Da will ich natürlich unterstreichen, dass auch die Equipen eine ganz wertvolle Arbeit machen. Ich habe noch nie gern Scrabble gespielt. Wenn ich musste Summe puzzeln, wie es sich fühlt. Ja, wie sind ich dann nur bei den Blitz gekommen? Also erstens bin ich ein Mensch, ein ganz sozialer Mensch, den sich gerne engagiert. Ich habe mich noch immer in meinem Leben engagiert. Und ich bin und der Blitz gekommen durch meinen Beruf, durch die Kuren, die ich halte. Hauptsächlich der Kurs war in Neurologie, wo ein Kapitel auch Personen mit einem Hirnschlag sind. An dem Kurs habe ich probiert, die Schüler ja, durch die verschiedenen Phasen, die der Patient durchlebt, hinter zu bringen, an der akuten Phase, an der Stroke Unit, dann noch die Hospitalisationsphase. Wie kümmere ich mich um so Patienten? Was sind da prioritäre Punkte? Wie gehe ich kommunikativ mit einem Menschen den Aphasien hat? Wie überwache ich in den Schluckstörungen hat? Und da kommt natürlich der Punkt, wo der Patient heimgeht. Und dann habe ich immer, und da ist BL Blitz geduld, an der auch invitiert, wo zwei Betroffene konnten erzählen, wie sie die Krankheit erlebt haben, den Hirnschlag erlebt haben, wie sie damit umgehen, wie die Familie damit umgehen, wie die Freunde damit umgehen. Und die Aussagen, die haben mich immens berührt. Zusätzlich sind ich durch den Encadrement von den Schülern an Neurologie encadriert gegangen. Und da haben auch verschiedene Situationen mich immens markiert. Das sind nicht nur ältere Leute, die betroffen sind, das sind auch junge Leute, wo das Leben von einer Sekunde auf die andere ändert. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich meinen Beitrag dazu bringen, für mehr professionell wie mit an eine Assoziation bringen. Ich bin weder selber betroffen, noch habe ich einen Member von der Familie, die einen Hirnschlag hat. Ich gesehen das also als Infirmière und schon mal vorgestellt, wann das BL Blitz an den LTPS kommt. Und dann ja, schon mal vorgestellt, ja, was ist der mögliche Beitrag von dir? Und dass wir ganz sehr klar gehen an den letzten Jahren, dass ich mich da engagieren will und dass ich auch mein Know-how aus meinem Berufsleben mitbringen. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Die präventive Rolle, die gesundheitserzieherischen Aspekte, die wichtig sind, auch bei einem Hirnschlag, für die an den Vordergrund zu stellen, einfach für auch Rezidiven zu vermeiden. Ich denke, das ist wichtig, dass Leute mit einem Hirnschlag sich Ziele setzen, die Ziele auch anhalten, ja, für nicht an die nämlich, wie soll ich so, Art und Weise zu leben fallen,
für aufzupassen, auf den Blutdruck. Ja, und da gesehen ich ein bisschen meine Rolle als Professionellen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin da an eine Equipe gekommen vom Blötz, die ganz dynamisch ist, die ganz viele Projekte hat. Und ich hoffe, dass ich da nach einer gewissen Zeit mitschaffen kann. Und die Luft, die hältst du.